Madame Kulturminister, Herr Präsident von der Föderation von der Lützeburger Bücherediteure Levi Jan, lief Editeuren an Autoren, Leifren vom Buch. Den Abend wäre mir am liebsten bei ihr zu Walfer gewirrscht, Herr Bürgermeister Sauber, wie an all den Jahren für drun. Leider konnte das der bekannte Grund nicht geschehen. Aber es war, dass uns hier an der Nationalbibliothek, die mir eng mit dem Buchsektor verbunden sind, ein Ulayes gewirrscht, dass mir die schöne Tradition vom Lützeburger Buchpreis nicht unterbrach wollte wissen. Dafür haben wir, wo uns die Marc Grettel von Reading Luxemburg und die Jan Di Toffoli von den Büchereditoren gefroht haben, ob wir den Aschbrangen direkt zugesucht. Weil der Buchpreis die ganze Bandbreite von den Publikationen aufdeckt, vom Kannerbuch bis bei Beau Livre, vom Jugendbuch bis bei Wissenschaftsbuch, von der Literatur bis bei das besondere Buch, aber die Nationalbibliothek, die wird in Depot legal, genau die diverse Buchproduktion sammelt, schenkt es bald selbstverständlich, allein auf die Kirchbirch zu kommen. Ma Buch an Bibliothekshistoriker geben den Leihwillen zu Recht erwerfen, dass eine Bibliothek vielleicht ein schlecht Platz wäre, für während einer Pandemie zusammenzukommen. Tatsächlich hat sich Bibliotheksgeschichte an Geschichte von den Pandemien in Europa heierns gekreuzt. Es schwätzen nur nicht davon, dass die Epidemien sich immer auch zu einem Buch- am Medienphänomen entwickelt tun. Du gehst zu Pandemiezeiten meistens einen richtigen Bücherboom. An der frühen Neuzeit zum Beispiel sind die sogenannten Pest Concilia, akademische Schriften auf Latein entstanden, an denen an der humoralpathologischer Tradition Erklärungen gegeben, für was Seuchen wie Pest abtauchen, aber wie sie könnten bekämpft gehen. Es gab auch Pesttraktaten oder Pestregimina, wie sie geheischt haben, die so nur 1470 abgetaucht sind und nicht mehr auf Latein geschrieben wurden. Es war klar, dass sie mehr volksnah waren an echter diagnostische Hinweise für die Bevölkerung enthalten haben. Das muss in sich wie eine moderne Ratgeberliteratur vorstellen. Und da gab es nach die Epidemieverordnungen, also offiziell Dokumente, wie sie auch nicht Haut auf den Affische gesagt. Ob in die Bibliotheksregale demals voll mit Bücher über Pest, du willst aber schon Welt als Bibliotheksmedizin bezeichnen, wie das den Historiker William Bynum vorgeschlagen hat, sie auf die Gestalt. Vom Lesen geht den zwar nicht mit dumm, geht gesagt, mal gesund geht den davon aber auch nicht immer. Buchhistoriker gehen vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, dass Bücher vielleicht krank machen. So stehen die Papaya am 15. Jahrhundert am Verdacht, kontagiös zu sein. Das ist übrigens ein Verdacht, der noch am März des Jahres zu hören war, dass nämlich der Coronavirus sich gut lang Papaya halen, sodass ihn sich kein ausstierchen. Am 15. Jahrhundert wurde es so, dass Papaya aus Lumpen hergestellt gouf, die an den Millen zu einem Papaya-Brei gebrutscht goufen. Aber wenn die Lumpen verklängert gesehen, als viel Stips entstanden, wo der Reger Licht angeatmet goufen, oder aber an die Kleiderlumpe wurde Flei, die Krankheiten überdrohen haben. Buchhistorisch ist Pest tatsächlich besonders stark bei Papaya-Millen abgetrat. Für das Buch, für die Papaya war das natürlich nicht die beste Reklame. Da das auch am 19. Jahrhundert nicht besser ging, war mir und die Auswirkungen von der Entdeckung erinnern, die man nun vom Robert Koch verbunden ist, nun die spätestens nächst an den letzten Montag für da an den Neuigkeiten genannt wird. Als einem Vortrag Ätiologie der Tuberkulose aus dem Jahr 1882 hat Robert Koch beschrieben, wie Krankheiten durch Bakterien verbreitet gehen. Ätiologie bezeichnet übrigens die Wissenschaft von den Ursachen von der Krankheit. Und ihr könnt euch denken, dass Bibliotheken an der Suite vom Kochsänger Erkenntnis ein Imageproblem sollte kriegen, weil ihr nie so genau wusst, wie ein Buch für einem Gelies an ugepackt wird.
ob das vielleicht eine kleine Knaschpitti war oder eben eine kranke Person, die sich Fangerem am Spout ugefischt hat, für besser am Blut am Buch zu blättern. So hostet am Handbuch der wissenschaftlichen Bibliothekskunde aus dem Jahr 1920, Pergament- und Papierbücher sind manchmal im eigentlichen Sinne krank und müssen wie kranke Menschen von den Krankheitsstoffen befreit werden. Da der Bibliotheken meistens streng Hygienesregeln gehen, geht tatsächlich auf die Zeit von Robert Koch zurück, und so kann ihn an einer Benutzerordnung von 1907 lesen: Es wird dringend ersucht, die Bücher sauber zu halten und besonders beim Umblättern die Finger nicht anzufeuchten. Das ist die Zeit, wo die Bücher, wenn es Infektionsgefahr von Tuberkulose müssen, dekontaminiert gehen. Normal, Desinfektionsmethoden sind mit Feuchtigkeit verbunden, was auch nicht so gut für die Gesundheit von Papaya war. Du, wenn zu den Demos mit Methoden von Begasung oder Hitze experimentiert, was meistens dann nicht gerade so gut für die Gesundheit von der Bibliothekäre war. Bibliotheken goufen Demos zu sogenannten Desinfektionsanstalten. Übrigens gehen nach Spitäler nach Dachs Haut Bücher desinfiziert. Wir an der BNL, wie auch auf anderen Plätzen, Bibliotheken hier am Land, stellen Bücher den Moment immer nach a Quarantäne, auch wenn die neueste Studie klar beweisen, dass sich der Covid-19 kein 24 Stunden um Papaya hält und dann auch just an so einer geringer Densität, dass überhaupt kein Infektionsgefahr vom Uppacken von Büchern ausgeht, als schon gar nicht vom Lesen. Aber für das auf dieser Platz mal deutlich zu sagen, Bibliotheken sind kein gefährlich Virenschleidern, insbesondere nicht an so neue Gebäude, die nur den neuesten Luftzirkulationsstandards gebaut werden. Vielleicht dürfen sogar so weit gehen, Bibliotheken am metaphorischen Sinn als Immunsystem zu bezeichnen. Weil eine Bibliothek wie die BNL, also eine wissenschaftliche Bibliothek, an Zeiten von Irrationalismen eine Heischburg vom Wissen für die, die nach Interesse und Erkenntnis wollen haben. Wenn die Girevnich an seinem Haiku-Comic "Da ist was im Busch" rauskommt bei Kremat, über die Covid-19 schreibt, dieses unverschämte Gift raubt uns den Verstand, unser höchstes Gut. Da rekommandiere ich, auch ab Pandemiezeiten, eine intellektuelle Impfung durch die Lesen. Zum Beispiel von genau dem Buch vom Girevnich oder vom Gaston Carré seinem Journal L'année du Rat, rauskommt bei den Edition Phi, oder eben von all denen Büchern, die zu Lützeburg bei Literatur- und Buchpreisen ausgezeichnet gehen, die ich Bibliothekären und Librairen rekommandieren oder die am Katalog von der Bücherrentrée 2020 für Reading Luxemburg zusammengestellt kaufen. Eine Bibliothek kann also wie ein intellektuelles Immunsystem funktionieren, wie es den Erik Steinhauer umschrieben hat aus seinem Essay "Der Tod liest mit", solchen geschichtliche Aspekte im Buch- und Bibliothekswesen. Ein Essay, auf den ich mich heute Abend bezogen habe, an den ihr könnt nur lesen, wenn ihr das Buch an der BNL wollt auslehnen. Ich komme, was manche refuniert innerlich schon wie lange gehofft hat, zum Schluss. Es war mir ein Uleies, darauf zu verweisen, für was heute Bibliotheken weiterhin wichtig sind. Nicht nur für so Evenementen zu feiern. Da doch. Nicht nur für sein Wissen mit vertrauensvollen Quellen zu bereichern. Sicher, auch das. Aber vor allem, weil eine Bibliothek ein Lieu ist von der Reflexion, wo all Dokumente gratis all denen zur Verfügung gestellt gehen, die wollen, ob ein analytisch oder historisch Weise Argumente austauschen oder sich uneignen. Dass der Buchpreis an Pandemiezeiten also an einer Bibliothek vergiget, als kein falscher Schwa, wie in Ufangs formulariert, hat keine Fährte. Dass der Lützeburger Buchpreis an der BNL vergiget, als ein exzellenter Schwa, weil wir als Patrimonialbibliothek beim gesetzlichen Auftrag vom Depot Legal
besonders engen Kontakt mit dem Buchsektor als seinen Akteuren praktizieren. Und ich will heute Abend just undeuten, dass wir die Liens an den nächsten Jahren mit ganz konkreten Projekten mit den Editeuren vertiefen. Mit das beschwätzen wir eng einer Kehr, weil los mir all gespannt, ob Preisüberreichung und ob Madame Kulturminister, der ich merci so, dass es noch kommt. Merci. Highlight Enveloppen, ich meine, die lohnen nicht ab, oder? Nein, okay. Schönen guten Abend, Herr Direktor. Merci für die wirklich exzellente Rede. Also die hat wie oft gewinnt. Aber den Abend fand ich partikulièrement meine Gedanken über eine wissenschaftliche Art und Weise herumgebracht, die mir immens gut gefallen. Also bravo. Und auch merci Herr Bürgermeister von Walfer, Herr Sauber, dass er den Abend hier sieht. Weil dadurch ein immens wichtiges Zeichen ist. Es sind dieses Jahr kein Walfer Bischertisch, wo da die Decision geholt hat als Walfer Gemeinde, du hast das, wo viele Leute auf Frage gestellt gehen, no Motto, für was müssen die lo schon dezidieren, dass am November kein Walfer Bischertisch stattfindet. Aber ich meine, der hat die vermeist Glaskurel, von der so viel geschwärzt wird, in letzter Zeit tut sich ergeben, dass es richtig war, in dem Moment aufzusuchen, mit Signal, dass ihr den Abend hier seht, das ist auch ganz wichtig, für zu weisen, dass das eben just ein Klammer ist und das natürlich Walfer weiterhin wird im Zentrum vom Buch sind, ein ganz wichtiges Rendezvous für die Lützeburger Buchwelt, dann hoffentlich nächstes Jahr an mehr normale Konditionen. Herr Präsident, auch merci, dass dir hier seid. Ich bin ganz gespannt natürlich wie immer auf Ihre Intervention und auch schönen guten Abend all den Freunden vom Buch. Autoren, Editeuren, Librairen, die auch den Abend mit dabei sind. Der Claude Conte hat es schon gesagt, aber es ist elementar, dass wir das heute den Abend zelebrieren. Es gibt den Autoren immens viel Visibilität verloren an den Zeiten. Es geht immer vergisst, dass Schriftsteller zwar wohl kann noch schreiben, aber das aber ein wichtiges Element nicht da ist. Das ist der Kontakt mit dem Publikum. Das ist den Austausch mit dem Publikum, das sind Lesungen, und das sind aber auch Bücherforen, wo ein oder andere das Jahr aufgesucht wird, schon aufsuchen auf Vertasselungen für das nächste Jahr gibt. Und dafür ist es aber wichtig, dass wir den Abend weisen, erstens die Vielfalt von der Lützeburger Buchwelt und das auch zelebrieren und an den Mittelpunkt stellen. Und genauso waren auch die Reflexionen, die wir hatten, zusammen mit Reading Luxemburg, mit Marc Krattel und natürlich auch mit der Föderation, für zu gucken, was können wir am Platz anbieten, was kann lo gemacht werden, weil wir dürfen die Visibilität nicht verlieren. Es gibt in Frankreich die famöse Rentrée littéraire, ob die Projekte in all Jahren gerichtet sind, was können wir machen, für eben den Defizit zu kouvrieren, dass das Jahr Walfer nicht stattfindet, wo all Editeur kann hinkommen an präsentieren, was gerade rausgebracht wird. Und du hast eben die Idee entstanden mit der Kampagne, die Marc Krattel proposiert hat, wo am Moment lebt, wo du auch Samstag hoffentlich noch könnt verschiedene Autoren begegnen an den Librarien, die mitmachen, wenn ich durch die Stadt gehe und gesehen, dass man an den Vitrinen die Einzelautoren an den Mittelpunkt stellen, wenn ich auf den Bussen an den Bushäusern Autoren gesehen, bei Autoren, die da eine prominente Rolle kriegen. Da möchte mich froh an den Zeiten, an denen wir sind, und vielleicht an der Menge wieder ausgedrückt. Ich persönlich schon mehr konnte lesen über die letzten Monate, weil es leider nicht ganz viel stattfand. Ich finde das Genuss, dass in sich kann an etwas rausstürzen, an eine Buch rausstürzen, Geschichten entdecken oder auch wissenschaftliche Fakten entdecken. Dafür sind Bücher auch ganz wichtig, für auf Fakten zurückzukommen, die als Haut uns ein bisschen fehlen. Und ich weiß, dass es ganz viele Leute selbst gegangen ist. Und auch das ist wichtig, das zu zelebrieren und zu sagen, das Buch wird uns erlaubt an den Zeiten, wo wir nirgends können hier reisen, wo wir immens angeschränkt sind an unserem Alltag, wo uns Freiheiten auf eine Art und Weise angeschränkt sind, wie man es eigentlich nie hätte vorstellen, dass in an einer Welt kann kommen, an einer Zeiten kann kommen, auch vielleicht kann vergleichen wie es war, wo andere Epidemien die Welt besiegt tun. Und
Dafür ist alle gut eine ganz große Merci, dass der Matt an den Welten zu organisieren, für den Einzelnen, und dass auch der Noven dabei sieht. Ich weiß, dass es auch der Buchfeld nicht gut geht. Wir haben probiert, so gut wie möglich entgegen zu steuern. Auf der einen Seite für die Artisten und die Intermittenten, die mal lorem an die Luft gesagt haben. Wir haben leider just eng Schriftstellerin, die an dem Statut dran. Also ich hoffe, dass wir in Zukunft noch mehr professionell, 100%ig professionell Autoren können über DW mit begleiten. Wir haben auch probiert, zusammen an der Regierung über das Mittelstandsminister Eden auch zur Verfügung zu stellen, die auch die kulturellen Gesellschaften, kommerzielle Gesellschaften zugutekommen. Auch da kann natürlich der Buchsektor von den Konditionen erfüllt drin fallen. Aber wir schaffen noch weiterhin am Minister drin, für zu gucken, wie wir die Editorswelt noch besser können strukturierend begleiten oder lernen natürlich von der Föderation, die auch mittlerweile konventionell ist. Voilà, ich wünsche euch nach einen schönen Abend. Ich bin ganz gespannt, ob die Gewinner von heute Abend, und ich freue mich dann auch darauf, die Bücher, die ich dann nicht konnte gucken, mal auch anzugucken, sobald das dann bekannt ist. Und dann geht es weiter und dann Herr die Tropholi. Voilà. Merci vielmals. Leif Sam Tanson, Kulturminister, Leive Jo Cox, passt du nach Hai? Da war ich nicht schnell genug. Leiven Claude Conta, Hausherr von der Bibliothek Nationale du Luxembourg, und auch Leiven François Sauber, wo sie da do, wo Meister von der Gemeinde Walfer, Leif ancienne Direktrissen, Leif Neudirektrissen, Leif Autoren, Editoren und Freunde von der Literatur. Aus euch brauche ich schon diese Rede nicht mehr so viel zu sagen. Wichtige Punkte, Sie haben gerade angeschaut. Am Anfang wollte ich ein bisschen ein Marketing-Rede schmeißen in den Abend. Viele von den Sachen sind schon angeschaut. Dass das der spezielle Jahr ist, fällt ja wohl Südfranken ab, den da draußen rumlebt, oder auch so schnell mal hier am Saal umguckt. Die Librarien sind am Moment nach Glück nicht wie bei unseren Opern ab, auch wenn sie wenig besichtigt sind, zu wenig besichtigt sind, aus bekannten Gründen. Theatersaal gleichen leider heutzutage einem Sondesmoyes Besuch an so einem ganz kleinen Cartiers-Kino zu Paris, lauter Eidelreihen an ab und zu gesagt in der so behorten Hanna-Cup. Von den Lesungen braucht man ja gar nicht zu schwätzen. Es gaufen danach zum Schluss vom Sommer, lo fanden sie gar nicht mehr statt. Lo ist alles digital. Das ist natürlich auch besser wie nicht. Natürlich auch nicht mal heute Phase, beschwätze auch nicht nach ihm über das Thema, das man nicht allzu gut kennen. Aber dieses Weekend werde ich auf alle Fall die Walfer Bücher, die ich vermissen. Ich vermisse den Kontakt mit den Autoren, die da ein um anderen oder all zusammen rangetrollt kommen. Ich vermisse den gesehen von den Fan-Communities, die verschiedene Lützeburger Schriftsteller sich an den letzten Jahren abgebaut haben. Ich vermisse ganz speziell den Pad, den es ab Sonntags um 16 Uhr, mit mir Fudelmädchen, so fängt schon mit frei und mit denen Sonntags ab 16 Uhr Binsfeld-Eck geht, wo sich dann all Menschen rümpfen, zusammen finden, aber wo ihn dann den Erfolg von einer Neuveröffentlichung kann feiern. Wir lassen uns das aber nicht ganz holen, wie der mittlerweile hören und auch wohl gesehen hat. Du brauchst an den Bushäuser und auf den Säulen gesagt, dem Philipp Matza ein wunderbares Foto vom Lambert Schlechter, vom Edith Schmidt, vom Francis Kirps nach Poaneren. Radio her den Stichwort Lützeburger Literatur drobern du wieder. An diesem Weekend, und gouf ja schon gesagt, gehen ein paar die Signierstunden meistens gibt keine Lesungen, weil Signierstunden sind nach plus ou moins erlaubt. Wir hören, wie ungefährlich vorbei ist.
a Librerien wie dem Ernst da op verschiedene Plätzen am Alinea an gibt sogar am Bücherhäuschen zu Niederanwen eng Expo, die da könnt gucken gehen. Genees fand da op den Facebook-Seite von der Bücherediteuren, von der neuen Assoziation von der Schriftsteller, auch Site von Reading Luxemburg op kultur.lu. Überall geht er gewohnt, was der Weekend lebt. Das geht sogar so weit, dass ich von meinen Freunden gesagt kriege, was als Last, weil mein Facebook-Feed das nämlich nach voller Dinger Reklamen. Für Sonden wird dann effektiv auch das CNL extra digital Überraschungen vorbereitet, ob die ich noch nicht weiter angehen, aber ob die ich mich einfach immens freuen. Für allem haben wir mit der Föderation von den Editeuren, das ist mein richtiges Marketing-Deal, einen wunderschönen Katalog auffertigen gelassen. Schon ich sogar ein einziges Exemplar mitgebracht, weil die anderen alle an den Librerien, wo sie sich arrangiert gehen, die dürfen den heute dann natürlich mir auch noch klauen. Also nicht nur ein wunderschöner Katalog haben wir auffertigen gelassen, sondern sogar zwei, für genau zu sehen, an denen, weil das ist natürlich ein Katalog für die Literatur, schon noch gerade den am Grab, und das ist ein anderer Katalog für Sachbuch und Kannerbuch zu summen, an denen Kataloge fand er dann all Neuerscheinungen von der Bücherrentrée 2020, mit da fudeln wir nachher, weil wir sie sogar ein bisschen mehr erweitert noch haben, weil der ja wisst, dass ab März sich die Visibilität vom Buch ein bisschen innergegangen ist, sodass wir gesagt haben, es wäre ein vergrößert Bücherrentrée, die wir geben an den zwei Katalogen vorstellen. Und ihr fand da am Überblick alles, was gerade neu auf den Theken von den Bücherbutiker liegt. Ihr fand den Katalog auch natürlich an der Librerie, da könnt ihr Matuellen klauen, ihre Kollegen weisen und Familie verdelen etc. Dafür sind da. Also alles steuert am Moment darauf hin, das Lützebäuer Buch mehr visibel zu machen. Und das ist auch gut so. Am Anfang sollte es immer so sein. Und diese Buchpreis, das Buchpreiszeremonie, die Gott sei Dank ja eben noch stattfindet, hätte man sie nächste Woche gemacht, wäre die ganze Sache nicht mehr so sicher. Die natürlich stattfinden nach den nötigen sanitären Mesuren, muss gesagt gehen, dreht doch zu der Visibilität bei. Ein Preis ist immer für einen Editor und Autor von Bedeutung, sei es nämlich an das als etwas, was an diesen Zeiten noch besser nötig ist, für den Verkauf anzukurbeln. Dafür auch von der Seite der Lützebäuer Editeuren noch einmal ein grosses Merci und BNL, für uns in der Därm zu sprangen und das Remise überhaupt nicht mehr zu ermöglichen. Was war ich froh, wie die Nachricht gefallen ist. Aber bon, ich gebe mich auch kurz halten. Ich fand es Zeit herauszufinden, wen den Abend welchen Preis kriegt. Und nächstes Jahr sind wir es dann einfach zu Wahl. Vielmals merci. Ich habe gesagt, sanitäre Mesuren, und da laufen wir einfach sofort. Voilà. Voilà, wir tun nicht aus. Süße Mask. Guten Abend, ihr Damen und Herren. Herzlich willkommen Buchpreis 2020 Edition Corona. Für die Enkel zu sagen, wir muss merci direkt der BNL für diese schöne Kado, flotte Maske. Wir sind alle Guten mit Maske, natürlich hei. Sonst alle Guten, die rumkommen und die hei schwätzen, dürfen die Maske ausdun oder der Greg Lamy, den da noch spielt, der da noch die Maske aus. Ja, muss schon drei Reden hören, Enkel von der Kulturminister Sam Tanson, dem Direktor von der Nationalbibliothek Claude Conter und dem Präsident von den Bücherediteuren, dem Jan de Toffoli. An den Greg Lamy begleitet uns heute auf seiner Gitarre durch den Abend. Ja, der Lützebäuer Buchpreis ist ja nicht just heute den Abend, aber der Lützebäuer Buchpreis ist irgendwie immer da. Sie wird, wenn die Longlist zusammengedroht wird, dann daraus eine Shortlist gemacht wird. Da kann er für sein Lieblingsbuch aufstimmen. Und da gibt es natürlich auch immer Überraschungen, Sachen, mit denen er nicht rechnet.
Ein wichtiger Part bei diesem Buchpreis, auch das Jahr hat die Jury, den all Jahres ändert. Und das Jahr, kann ich einfach vorstellen, sind das Journalistin José Hansen, da von der Nationalbibliothek Martin Mattei, vom Centre National de Literatur den Tim Reuter, Babette Neyers von der Agence de Design Rose de Claire und den Schriftsteller Roland Harsch. Da gebe ich so, da geht es direkt und Liewest, da geht es los, man Buchpreis verdelen und dafür bin ich aus dem Jury den Tim Reuter auf Bühne. Weil die ganze Jury, wie gesagt, als auch nicht high, aber den Tim Reuter, den haut den Oven Dax an den Ersatz wird kommen. Komm mal, für dich denke ich aber zu dem ganzen Prozessus. Wie bleibt das erst an Erinnerung mit dem ganzen Gucken von den Büchern raussichern? Wie ist das bei ihr gewesen? Ja, also mir sehe ich eine Longlist, die relativ lang ist, wie den Titel jetzt sieht. Und du hast natürlich dann, also ich beschäftige sich die ganze Literatur durchzulesen und zu gucken und bestimmte Kriterien zu bewerten. Und dann könnt ihr am Jury zusammen für eine Entscheidung zu treffen. Also das ist dann immer eins. Natürlich nicht. Aber ich muss aber so, wir haben als Jury ganz gut funktioniert. Und wir sind eigentlich auch als was die Vorstellungen nur geht relativ schnell sogar eins gehen an schmengen wir noch ganz gut also ganz gute Schau getroffen. Mhm. Sie da selber so an der Struktur gewesen oder wie hat das gemacht? Also ich gehe vielleicht kurz zu den 3 Kategorien so, also wir hatten Kategorie Sachbuch, Kanner Jugendbuch und dann eben Literatur. Am Bereich vom Sachbuch ist es so, dass wir just 5 Titel auf der Longlist hatten, was dazu geführt hat, dass wir also eben dafür entschieden, keine Shortlist aufzustellen, weil wenn Shortlist und Longlist identisch ist, dann gibt es keinen Sinn. Nee. Das ist ein Bemol auch, weil da war schon, dass man da nicht mehr Titel hatten. Natürlich an der Kategorie geht es den eine Person dann halt genannt. Was Kanner und Jugendbuch geht, da hat man mehr Titel zur Auswahl zum Glück. Und da muss ich sagen, dass thematisch und auch inhaltlich und von der kreativer Seite aus hier große Unterschiede gab. Und für uns war da am Anfang Kriterium ganz wichtig, und zwar, dass das Buch Kanner gerecht ist. Ne? Wir haben als Jury am Anfang die Idee gehabt, dass Kanner-Buch, also ein Test, die wir abgestaltet haben, vielleicht das schwerste Buch überhaupt, das für einen Autor also zu schreiben. Und dass ich so muss, dass als Kanner wahrscheinlich die kritischsten Leser sind. Und da wenn es also die Menschen schwerer, gut Kannerbuch zu schreiben. Und, genau, natürlich Kreativität, dann kannergerecht war es so wichtig. Zur Kategorie von der Literatur, du kannst sagen, du hattest mal die meisten Titel natürlich schon mal ein kleines Lösch gemacht, mal alles abgeschrieben, was für Gattungen du vertraut waren. Und das war doch ein bisschen, weil es so schwer ist, in dem Bereich eine Entscheidung zu treffen. Also angefangen mit Romanen, Gedichtband, Theaterstücke, dann aber auch Kurzerzählungen, die einzeln veröffentlicht gehen, Autobiografien, Übersetzungen, essayistische Texte, Anthologien und dann nur noch der Bereich vom Comic. Da sind wir dabei 9 Domänen, die relativ fast sind. Und ich bin am Negativen, aber da muss ich nicht labieren, man nicht vergleichen. Ne? Und das möchte ich im Jury dann nicht so einfach die richtige, also das ist einfach eine Entscheidung zu treffen. Was ich aber will so, und das ist auf diesem Moment noch immens wichtig, ich weiß, wie breit Lützeburg, also Produktion zu Lützeburg im Bereich von der Literatur ist. Und das ist auch ein Reklam für den Lützeburger Büchermarkt, weil ich eben noch gesagt dass eben Produktion eben immens was das. Ne? Also die Jury hat schon erstens mal die Aufgabe, für alles rauszusichern, Shortlist zu machen, und dann auch den Laureat zu definieren. Okay. Ganz genau. Gut, und der sieht zu einem Schluss kommen, heute Abend sind wir da, denn Herr Reuter bleibt doch bei uns auf der Bühne. Und da gebe ich so, wir starten direkt mit der ersten Kategorie, und zwar aus der Kanner an Jugendbücher. Ich lese nominiert einker 4, das sind den Vichapi, Étoile parmi les étoiles vom Marie-Isabelle Callier bei Edition Schortschen, dann Rot, Grün, Giel, Paprika vom Dolores Focaccetti bei Edition Friedrich Schmidt, den Muka Nummer 1, ein Muck für die Kanner, ein Staat erschwelt sich ein Thema Nurst vom Kollektiv beim Zoom Edition,
Baba Begay von Beatrice Ruffi-Lacan an dem Baptiste Boulanger bei Kiwi ELG, an de Wëlle lebt am Bëch vom Diane Orban an dem Miriam Karels bei Edition Schortschen. An den Team Reuter huet dann de grösse Pläséier de Gewënner an dieser Kategorie gern zu verkënnegen. Also ganz spannend. Von weiß ich schon, wen das. Also, ich darf gratulieren. Also, der Gewinner vom Buchpreis an der Kategorie Kanner a Jugendbuch ist Der Wille lebt am Busch vom Diane Orban an dem Miriam Karels bei der Edition Schortschen. Und dann noch ein kleine Begründung dazu. Voilà, hier sind schon die schönen Trophäen. Eine kleine Begründung für was genau das Buch? Ja, ich lese noch kurz eine Begründung für. Also kann er gehen dabei ein abenteuerliches Reis geholt, die Bildlichkeit von der Litzebauer Spruch für ein A feiert. Typisch Sprichwörter gehen hier wortwörtlich kann er gerecht an 10 gesagt, sodass einem beim Lesen ein Speicherlicht abgeht. Das ist Spaß für größer Klang, wenn der Wöllen durch den Busch lebt, den Hus am Pfeffer leiht oder der Mann mit dem Hummer kennt. Vielmals merci. Am Namen von der Jury gratulieren. Et voilà, ihr könnt dann ruhig bei Pult kommen, für die Wurzel greifen. Vous pouvez-vous mettre? Also, ja, das verstehe ich. Ja, kriegt ihr auch nicht all deine Preise übermischt? Nee, mir hatte noch nicht wirklich mal da gerecht und du wirst dann noch wirklich viel mehr schön. Wie wir für bald 3 Jahre angefangen haben, die Geschichte vom Welle lebt am besten schreiben, da waren als 2 Sachen wichtig. Also einerseits wollten wir probieren, es zu erregen, und das als kleine Leser, dass die Lützeburgische Ausdruck kennenlernen und dass sie vielleicht anfangen, nur zu babbeln und dass sie einfach in ihren Spruchgebrauch rumkommen, dass sie so nicht dann vergisst geraten. Das war eine von unseren Hauptmotivationen. Und die andere war, dass wir wollten das einfach wertschätzen. Nicht immer mehr schneller, nicht immer mehr, nicht immer mehr weit, mehr. Das einfach gucken, was den alles so gesehen, was den alles so entdecken, wenn den probiert, die Welt mit anderen anzusehen. Und ja, wir wollten die Eltern mit ihren Kindern auf eine Fantasiereise durch das Haus schicken. Und ja, sie waren durch die Reise, die Jungen sind auf die Reise gegangen, weil sie nicht konnten für und dir, weil es geregnet wird. Wir hatten in dem Moment wirklich nicht gedacht, dass dann kurz nachdem sie raus können, effektiv sowas, das kann man nicht mehr für und dir kommen, aber aus anderen Ursachen. Und wir hoffen einfach, dass man vielleicht hinkriegen, die Kinder und noch den Eltern die Zeit ein bisschen zu vereinfachen, dass sie entdeckt und warten sie trotzdem auch daheim alles können machen und ja, dass man hin und weit kann aus dieser Geschichte geholfen von der beste Situation zu machen. Das ja, das wäre ganz schön gewesen. Und ja, dass wir vom Jury auch noch dafür ausgezeichnet gehen, das ist wirklich ein immens großes Eier für uns und ja, das ist ganz schön dafür. Vielmals merci dafür. Und voilà, ich gehe dann weiter mit Miriam. Ja, dann ja, auch am Ende merci und Jury. Ich kann nicht leben. Das ist wirklich ein großes Eier. Ja, dann will ich auch merci so an unsere Kinder, unsere Familien, ohne die wir die Inspiration für das Buch niemals gekriegt hätten, weil durch sie sind wir am Anfang auf all die Ideen gekommen. Meine Kinder, wir hätten sie ganz gerne dabei gehabt. Sie sitzen aber nur daheim auf der Couch. Merci dir zwei. Dicke Kuss. Ja, ich wollte das sehr kurz sagen. Ja, wir hätten sie Welt gerne hier, und die will laufen bekannt ist am besten dafür. Sind sie nicht hier? Ja. Merci auch dem Wally und dem Herr Wick Janovic.
für den ersten Feedback, den wir kriegen für das Buch. Sie haben für die erste Korrektur gelesen. Merci auch dem Lena und dem Manuel Schortchen von Edition Schortchen, die zusammen mit Miriam Weiß-Spielich und dem Eglantin als geholfen, das Projekt umzusetzen. Sie haben von Anfang an als Idee gelebt. Das war wirklich ganz unterstützend. Ja, und zum Schluss aber auch eine große Merci und als großer kleiner Leser, die als hier Begeisterung entgegenbräuchten und hier Interesse par rapport zu diesem Buch. Ohne sie ja, hätte doch keinen Wert gehabt, das Buch zu schreiben. Dann vielmals merci dem Dian Orban an dem Miriam Karels. Gewöllen lebt am Busch. Und da gibst du mir a bloßen Eise bis natürlich mir, aber das ist nicht für den Fall für den Greg Lamy und dir.
Musik vom Feinsten, vom Greg Lamy, den wir auch geschwinecker werden, rumhören. Für geht es mit Verdele weiter vom Lützeburger Buchpreis, und zwar an der Kategorie Sachbücher, Livre, Thematik. Ja, du war etwas, denn Tim Reuter hat das schon richtig erklärt. Und ja, den Tim Reuter also nach ein Jahr da. Und ich kann auch kein nominiert, dann nennen, weil sie kein Do. Dafür geht es direkt rüber auf Envelope. Ja, das ist auch spannend dann. Ja. Ganz spannend. Gewinnerin von, an der Kategorie Sachbuch. Das ist schon ein kleiner Hinweis von schon einer Gewinnerin schwätzen. Als Josiane Weber am Buch Großherzogin Marie Adelheid, eine politische Biografie an den Edition Binsfeld erschenken. Ja. Zur Begründung. Ja. Also das äußerst akribisch Etude setzt für die Lützeburger Büchermarkt am Bereich von der politischen Biografie ein neuer Maßstab. Der über 600 Seiten starke Buch zeichnet sich durch ein unparteiisch, wissenschaftlich kritisch Approach aus, die die Grande Duchesse als eine selbstbewusst politische Akteurin beschreibt und dabei mit einer ganzen Partie Legende rund um die tragische Persönlichkeit abräumt. Ich darf am Namen von der Jury ganz herzlich gratulieren. Aber wenn ich den Herrn Binsfeld gesehen habe, weiß ich, dass Josiane Weber nicht da ist. Ich spiele ja aber natürlich ganz gerne auf Bühne. Und ihr könnt den Preis dann entgegenholen, natürlich am Namen von Josiane Weber. Ja, vielmals merci. Ja, Josiane Weber kann heute Abend leider nicht dabei sein. Er hat mich gefragt, am Fall, wo der Preis gibt gehen, ob ich den Kindern singen nur entgegenholen. Das meine ich natürlich ganz gerne. So in dem Jury vielmals merci. Ich weiß nicht so richtig, was ich so sagen soll. Ich meine, die Begründung, die just vorgelesen hast, sieht am Anfang alles. Ich meine, das ist ein immens wichtiges Buch. Als Editor will ich natürlich dann noch davon profitieren, dem Josiane Weber merci zu sagen. Das ist wirklich eine Chance, wenn den so Autoren hört. Das ist der zweite Buch, das wir mit Josiane Weber machen. Das ist so professionell, so gut an seine Recherchen, so gut vorbereitet. Auch die Zusammenarbeit mit unserer Equipe unter Steffi Willkomm, Nadine Pirung, Anja Thielens, Dan Marschall, ist so exzellent. Ich meine, kann Ihnen sogar sagen, dass du schon Freundschaften und Sterne sind. Also, merci Josiane, dass wir mit dir zusammen schaffen. Und merci auch dem Jury. Merci auch dem Marc Binsfeld. Felicitationen für den Preis. Und es geht direkt weiter mit unserer dritten Kategorie, und das ist Literatur. Da kann ich direkt zu den Nominierten kommen. Und zwar sind an der Kategorie Zeichen von Samuel Hamann an Marc Angel bei Edition Guy Binsfeld. Dann haben wir Fox Trails, Tales and Trots von Pierre Joris bei Fountain Press. Die Mutationen von Francis Kirps bei Hydre Edition. Enfance instantanée à l'aube de la mémoire von Carla Lucarelli bei Edition Phi. An La Quête von Antoine Pohu op der Lei. An den Tim Reuter ist schon da. So. Gewinner. Der Gewinner, ja. Der Gewinner ist Zeichen von Samuel Hamann und Marc Angel bei den Edition Guy Binsfeld erschenkt. Der Preise sind auch gekommen, auch dort Begründung natürlich. Dem Samuel Hamann seine sehr sauer Erzählungen über den Juren zu Lützeburg an dem Marc Angel seine grafische Interpretation davon überzeugen durch ein humorvoll intermediat Zusammenspiel. Show, don't tell heißt eine gelle Schriftstellerregel, die beide Künstler an diesem Band befolgen.
Es sind Schlüsselmomente am Leben von einem jungen Mann, der heimat einem Mix von sprachlichen, grafischen Zeichen auf eine Art und Weise illustriert gehen, die dem Leser bewusst viel Freiraum für seine eigene Deutung lässt. Ich darf gratulieren. Kommt ruhig ab. Ich bin immens froh, den Preis entgegen zu hören, weil ich vom Samuel den heute leider nicht kann heißen, weil ihn von Deutschland festsitzt, in Kneipzähl kriegt, was ich zu erzählen nun am Fall wo. Da brauche ich mich immens, weil ich als Zeichner also ja nicht unbedingt den, die soll viel schwätzen. Der Samuel schreibt mir, ich meine ein bisschen mehr kurz, weil hier steht doch, I'll keep it simple. Du musst absolut gut nicht für mich suchen. Ja? Klar, Not, über die brauchen wir uns zu schwätzen. Just dem Steffi Willkomm, dem Miriam Reisdorfer und dem Marc Binsfeld. Merci so für die Realisierung von diesem Buch. Das habe ich da noch einmal gemacht. Ich hoffe, dass das okay so was, Samuel. Und dann schreibt nach Hand drin, das ist so ein Witz vom Samuel, am wichtigsten ein gewissen Marc Angel für die gemeinsame Projekt. Dabei war hier in denen, die das Projekt endlich lanciert hat. Hier hat mich zu Frankfurt auf der Buchmesse kontaktiert, natürlich angeschwärzt, weil er Lust hat, irgendwie etwas mit mir zusammen zu machen. Und hat so Texte daran, gibt du gerne mal einen Illustrateur zusammen schaffen und hat dabei mich gedacht. Dafür muss ich doch den Binsfeld machen, ein Merci, so, weil hier war den ich zusammengebracht hat. Und das hat dann eine Weile gedauert. Und ich habe mir Texte angeguckt. Es war ziemlich schwierig, weil den Samuel sein Spruch, also so, dass ich von tun, du siehst schon immens viele Bilder dran. Wie müsste das für den nur noch zu illustrieren? Und dafür habe ich ihm proposiert, dass ich meine eigene Interpretation für seine Geschichte machen. Da habe ich dann wieder BD-Zeichner sind, früher den ich ein bisschen genieren, wenn ich selbst in der Literatur gesucht hätte, mir ist so einfach, ich bin BD-Zeichner. Und hier war direkt mal drauf geschnitten, hatte Courage, für das dann das Abenteuer so umzugehen. Bon, und da sind dann eben in ganz paar die Leute, die da Matto geschafft haben, an denen ich dann ganz dankbar bin, dass das so gelaufen war. Und ich meine, schon in der schon am Namen vom Samuel Merci so gesagt, da soll ich dann noch an meinem Namen aufeinander noch der Jury Merci für den Preis. Merci. Felicitationen dem Samuel Hamann an dem Marc Angel. Für Zeichen. Wenn der ist froh, wie wird kein Foto gemacht, gehen da immer so viel Foto gemacht Buchpreis holen wir alles no. Das ist versprochen, also mit dem Preis natürlich und den zweiten Preis, der vom Samuel. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Die Fotos kommen no, also die machen wir natürlich gerne hanno. Ja, da gibt es so einen kleinen Intermezzo, einen musikalischen am allerletzten und natürlich du hast den Reklamido.
Also ein weiterer Preis, um wir zu verdelen, und das ist den Designpreis. Und da wird hier nicht den Herr Reuter abbühen, wir lohnen anderen aus dem Jury, und zwar ist es Babette Nayas. Voilà, kommen wir zum Designpreis. Ja, mit den Ohrringen, das ist nicht so Corona. Ja, ja. Kompliziert. Guten Abend. Guten Abend. Also den Designpreis. Wie kriegt dann du den Preis überreicht? Ich meine auch mal die spannende Aktion. Ja, ich freue mich, mitzuteilen, dass den Designpreis, also den Buchpreis am Bereich Design, der Buchpreis 2020 am Bereich Design, das Jahr und Großherzogin Marie Adelheid geht, also das Buch, das ist eine politische Biografie von der Autorin Josiane Weber, an als rauskommt den Edition Guy Binsfeld. Du könntest den Preis schon gut, aber wir wollen natürlich gerne noch ein bisschen. Da könnt die zweiten, die Doktorkritik hin. Das ist. Ja. Ja, okay. Nee, ich habe gemerkt, wer auch ein Gucken, ob die Jan de Toffoli. Ja. Ja. Okay, also alles richtig. Die Erklärungen, wie war da das Buch rausgesichtet hat? Mein Buch besticht durch eine ganz professionelle Gestaltung mit herrlichem Bildmaterial und Format aus speziell Schrift aus ganz klar. Ich muss ja die Brille und den. Ich kann nicht richtig. Schrift aus ganz klar leserlich für mich auch. Mit einer schönen Typografie. Den Deckel ist auch ganz ansprechend mit dem interessanten Porträt von der Maria Adelheid. Es lädt absolut zum Lesen an. Also meine Felicitation, ich gehe an die Edition Guy Binsfeld an und die Autorin Josiane Weber. Da gebe ich den Herr Binsfeld Rupp-Bierden. Ja. So, da gehe ich fort. Okay, das. Herzlich willkommen zurück. Ja, merci, das ist so eine immens flotte Überraschung. Also, ja, dann, nein, hier merci auch und Josiane Weber, weil so wie doch gesagt hat, an den Recherchen, den gemacht wird, natürlich auch effektiv immens flott Bildmaterial mitgebracht hat, aber den Merci gilt natürlich besonders als eine kreative Equipe gefordert, in diesem Fall vom Steffi Willkomm, zusammen mit Anja Thielen und auch dem Stan Marschall. Ich meine, dass bei unserem Haus schon wirklich als ein Urlaub für zu versichern an der Gestaltung auch von den Büchern wirklich als immer im Zahn froh und immer zu versichern, besser zu gehen an auch die ganze Schwar von den paar Bayern, wie Mämmeret, die ganze Relieu als bei uns ein ganz wichtiges Thema und dafür freut mich für als Equipe, dass wir den Preis kriegen. Vielmals merci. Felicitationen. Voilà, auch ja, merci dem Babette Nayas. Und dann wären wir schon beim Publikumspreis. Du schwätzt ja den Leser, den Publik kann sein Lieblingsbuch rauswählen. Also Kategorie übergreifend geht das ja immer. Und das kann ich auf verschiedene Plattformen machen. Ich nenne eng RTL-LU. Du kannst jemand aufstimmen, was für ein Buch dann den Publikumspreis soll kreieren. Du kann jemand aufstimmen und du hast auch 5 Leute gewonnen, die will ich gerne nennen. Das ist Julie Kramer, den Tom Schack, Nicole Wilchen, Lynn Ensdorf und Luc Clement. Die haben dann auch Bücher Bonge gewonnen. Vielmals merci alle Guten, die mit aufgestimmt haben. Das könnte man den Preis natürlich nicht verdelen. Und da rufe ich dann den Präsident von der Bücher-Editeuren, Jan de Toffoli, den darf dir gerne verraten. Oh mon Dieu! Ich bin zu fett. Oh mon Dieu. Gesagt ihr nicht durch die Maske, los mal so sind. Oh, war da wann? Oh. Ich sehe sogar Neil, die hatte keinen an meinem Fuß hängen. Hat keine Neon-Gel sehen. Ja, das möchte ganz ein bisschen spannend. Ja, du bist eine Show-Einlage. Das möchte auch nicht spannend. Freck. Und dabei habe ich das Gefühl, an dem Konfinement aufzuholen, weil ich
irgendwie kein Hunger mehr haben bei so einer verdorbener Welt. Auf jeden Fall, alles gut. Ich will man nie holen lassen, diesen letzten Preis zu annoncieren, den Publikumspreis, weil es möchte immens viel Spaß, also es möchte immens viel Spaß, das Dokument abzumachen und zu entdecken, wie viele Leute an wen für allem aufgestimmt wird. Das Funktionament vom Publikumspreis ist ja all Jahr so, dass während 2 Wochen ungefähr aber auch eng Zeit 400 Remis vom Preis, also war das Jahr, wenn ich mich nicht irre, vom 26. Oktober bis den 9. November konnte ihn dann online für kategorieübergreifend, wie es so ist, für E-Buch aus der Shortlist aufstimmen. Für was das so flott ist, weil da kommen die Bekannten, die ich am Engeriert erwähnt habe, Fan-Communities zur Geltung. Da gehen es dann bemol Autoren, die von ganz komischen Leuten, weil mir gesehen, wen aufstimmt, weil gesagt die E-Mail-Adresse, weil von den E-Mail-Adressen hier hast du ja auch nur die 5 Gewinner von Bischerbungen nominiert. Die verschiedenen Autoren haben da so Fan-Communities mit so Mailen wie Larifari 123 und so weiter und so fort. Und das heißt, da gibt es Leute, die machen sich extra mehr, für sich eine neue E-Mail-Adresse zu kreieren, für ihre Lieblingsautor aufzustimmen. Und in die sich so viel mehr möchte, also das ist ein Fan, ein Leser, hoffentlich als der Leser. Und das ist ja schon eine gute Novelle, dass die Leute sich aber dann an dem Sinn für die Sache interessieren. Aber ich scheint es spannend zu machen, mit dem ganzen, nee, das ist die falsche Envelope, das ist die richtige Envelope, und ich so nicht dann lo, wen den Publikumspreis gewonnen hat, und zwar ist das Jahr Buch «De Wölle lebt am Busch» vom Dian Orban und von Miriam Karels von den Edition Schortchen. Tischt, dir sieht die Autorin mit dem großen Fanclub. Was? Pardon, ich hatte so viel, als ich vergessen. Voilà. So, da kommt Necker auf, die Damen. Das war das Köster Futti aus der Fall Melonomie drüber. Merci. Lo weiß ich wirklich nicht, wie weit so. Miriam, bist du? Wir hatten als Gag gesagt, dass der Publikumspreis der Preis ist, der beweist, dass er in einer großen Familie viel Freunde Bekannten hat. Und wir hoffen, dass man nicht just wenn sie den Preis kriegen, aber auch, wenn wir effektiv viel kleiner groß Leser dabei sind, die das Buch dann wirklich flott von tun. Ja, der Wert von Tuchais aufzustellen. Ja, also, merci. Ja. Wirklich vielmals merci. Das ist immens. Also, wenn den Jurypreis, das ist wirklich ein Eier. Aber bei dem Publikumspreis, da gefällt es dann anscheinend der wirklich der Leid. Und was will ich mehr? Das ist just das, was ich sich erhoffen kann, die zwei dann zu summen. Und das ist perfekt dafür. Vielmals merci. Alles richtig gemacht. Felicitationen dem Dian Orban und dem Miriam Karels. Und das kann zu leben. Wir sind schon an von dieser doch außergewöhnlicher Soiree auch einen Buchpreis, den es noch nie so gauf. Ich fand wunderschön hier. Aber gut, kann ich noch ohne die Maske leben, wenn ich alles rüber ist. Ne? Also ich meine schon so ein Tick entwickelt. Ich meine, ich muss alle Moment meine Hände desinfizieren, mit sind Leute auch nach Lagetten hier. Wir kennen Gewinner alle Guten vom Lützeburger Buchpreis 2020. Wie gesagt, Felicitationen und alle Guten Gewinner von heute Abend. Merci, die Damen und die Herren, für Interesse natürlich. Das hier bannen natürlich auch die Leute, die alle Guten des Streams bewähren. So ganz einfach, bleibt dem Buch treu und natürlich bleibt oder geht gesund, aber bleibt auch munter. Schönen Abend, auf Vielmals merci.